Man könnte an dieser Stelle gerade das Lied singen. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja, das hat Paulus erlebt in der Not. Diese Burg symbolisiert der Jesus, der uns Sicherheit gibt in schwierigen Situationen des Lebens. Und dann heißt es, am nächsten Tag gibt es eine Verschwörung von ganz vielen Juden, die sagen, wir essen und trinken nicht mehr, bis wir Paulus umgebracht haben. Also das waren wirklich total motivierte Mörder. Aber zufällig, in Anführungsstrichen und Schlussstrichen, hatte Paulus, Vers 16, einen Neffen. Zufällig hat er mal eine Schwester. Nicht alle haben eine Schwester. Er hat eine Schwester und diese Schwester hat einen Sohn, seinen Neffen. Und dieser Neffe wohnte nicht irgendwo in Tarsus, sondern in Jerusalem. Und zufällig hört er von dieser Verschwörung. Und dann kommt er auf die Idee, ich gehe zum Chiliarchen. Und der Chiliarche, dieser abgebrühte Soldat, erfahrene Soldat, hätte sagen können, was willst du, kleiner Junge? Nein, der geht zu ihm und der nimmt ihn an der Hand. Der wird zärtlich, nimmt ihn an der Hand, befragt ihn ganz genau und der erklärt ihm, was er gehört hat. Und dann mobilisiert der Chiliarch 470 Soldaten von den 600. Und in einer Nachtaktion wird Paulus evakuiert aus Jerusalem und schließlich nach Caesarea gebracht. Und sein Weg geht dann schließlich über Caesarea nach Rom. Das war ja sein Wunsch, nach Jerusalem kommt Rom. Aber keine Engel, dafür 470 Soldaten, 2 Zenturionen, 200 Soldaten, 70 Reiter und 200 Lanzenträger. Das ist unglaublich. Nicht wahr? Nicht ein Engel, wie bei Petrus in Apostelgeschichte 12, der ihn aus dem Gefängnis holt. Nichts Übernatürliches. Und darum hat Michael am Anfang gelesen, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade.